Gebet, Worship und Bibellesen, das ist dein Januar 2025 im ICF. Und damit ganz, ganz herzlich willkommen bei uns in der Churchbox. Ja, der Januar steht schon bald wieder vor der Türe und wir als ICF, und ich hoffe auch du, wir haben uns entschieden, dass wir den Januar stark starten möchten. Was heißt das? Das heißt, das Beispiel vom Autofahren ist mir immer so vor Augen. Weißt du, beim Autofahren geht es ja darum, du fährst dorthin, wo du hinschaust. Und genau so glauben wir, dass es auch ist mit unserem Leben. Wir wollen deshalb den Januar stark starten und das bedeutet, auf Jesus ausgerichtet sein, auf ihn fokussiert sein, weil wir das Jahr 2025, das hat so viel Potenzial und das könnte so viel bringen, aber wir wollen es nicht einfach auf uns zukommen lassen, sondern ganz bewusst starten. Deswegen haben wir uns verschiedene Online-Möglichkeiten ausgedacht, wo du dich einschalten kannst. Zum Beispiel in der ersten Woche, das heißt vom 6. bis zum 10. Januar werden Leo und ich jeden Morgen auf YouTube beten, wo du dich zuschalten kannst. Das kannst du ja dann auch irgendwann im Tag schauen, wenn dir die Zeit von 7 Uhr morgens bis 7:30 ungefähr nicht passt, dann trag dir das sonst wann in der Agenda ein. Und wir werden beten mit verschiedenen Themen, die unser Leben betreffen. Also zum Beispiel der Glaube, unsere Gesundheit, Beziehungen, die Arbeit, unsere Ressourcen. Wir werden damit beten, weil wir glauben, dass das Gebet sozusagen uns hilft zu reflektieren in unserem Leben und auch herauszufinden, genau am Anfang des Jahres, wo möchte Gott den Finger drauflegen? Was sind die Ziele? Wo sind die Next Steps, die wir in unserem Leben in den verschiedenen Bereichen machen können? Und genau deswegen wollen wir uns Zeit nehmen, um zu beten. Das ist die erste Woche, Gebet. Die zweite Woche, da werden wir Worship haben, ebenso von 7 Uhr morgens mit Dave Cool. Ja, Weihnachten steht vor der Tür, aber ich freue mich auch schon bereits ein bisschen auf den Januar, weil wir da diese Fokuswochen zusammen als Church erleben werden mit Bibellesen, mit Beten und auch mit Worship. Ab dem 13. Januar werden wir jeden Morgen um 7 Uhr zusammen aufstehen und du kannst mit mir zusammen Gott erleben in einer ganz kurzen Worship-Zeit, in einem Gebet, in einem Gedanke für den Tag und so kraftvoll in den Tag starten. Ich freue mich darauf. Gebet in der ersten Woche, Worship in der zweiten Woche und Tim, Bibellesen in der dritten Woche. Genau Was so ist es. läuft da? Ich werde in der dritten Woche mit Josie Bigger zusammen eine Bible Study machen, immer um 7 Uhr morgens, auch online auf YouTube gestreamt. Und ich lese meine Bibel jeden Morgen, weil ich glaube, sie hat Kraft. Ich glaube, Gott spricht durch die Bibel. Es gibt dieses berühmte Sprichwort, glaube nicht, dass Gott nicht zu dir spricht, wenn deine Bibel geschlossen ist. Oh. Und wir wollen einfach ganz einfach in 5 verschiedene biblische Texte eintauchen, beobachten, was Gott uns zu sagen hat, das Wort wirken lassen für uns und darüber sprechen. Josie und ich werden dann ein paar Beobachtungen feststellen und dann auch ganz praktische Anwendungsmöglichkeiten die Leute mit hineinnehmen, wie man jetzt diesen Bibeltext auch gerade am Tag selber anwenden kann. Und ich lade dich ganz herzlich ein, mit uns in die Bibel einzutauchen, in Gottes Wort. Wow, vielen, vielen Dank, Tim. Gerne. Also wie du siehst, das sind die Dinge, die wir im Januar vorbereitet haben. Und nicht nur das, wir machen auch immer mal wieder neue Dinge. Und zwar, wenn du noch mehr Gebet möchtest, dann haben wir jeden Mittag von 12:15 Uhr bis 12:45 Uhr in der ersten Woche, das heißt ab dem 6. Januar eine Woche, haben wir Zoom-Gebet. Und das ist nochmal ein Schritt mehr, weil bei Online, bei YouTube, da kannst du dich ja einfach einschalten, wann du willst und auch wieder rausgehen, wenn du genug hast. Aber beim Zoom-Gebet, da machen wir uns sichtbar und wir beten als Fürbitte für verschiedene Anliegen aus unserer Church. Also das ist etwas Neues, was wir ausprobieren. Und zwar jeden Mittag, wie gesagt, von 12:15 Uhr bis 12:45 Uhr. Das ist der Überblick, denn wir haben im Januar verschiedene Dinge ausprobieren, weil wir möchten stark starten. Die Serie heißt Awakening. Wir wünschen uns, dass wir mit dem frischen Öl vom Heiligen Geist und mit dem Wasser aus dem Wort Gottes wieder frisch getankt sind für ein neues Jahr, das wir ganz bewusst auf Gott ausrichten. Und deswegen all diese Angebote.
Am besten abonnierst du unseren Telegram-Channel, weil dort wirst du alle Informationen bekommen über das Gebet in der ersten Woche, über die Worship in der zweiten Woche, über das Bibellesen in der dritten Woche und über das Zoom-Gebet, das wir dann in der ersten Woche auch über den Mittag haben. Ich hoffe, du hast damit einen Überblick und meine Frage an dich, bist du motiviert? Bist du dabei? Ich freue mich riesig, weil ich möchte den Januar und das 2025 nicht dem Zufall überlassen, sondern Gott die Möglichkeit geben, dass er zu mir, zu dir, zu uns sprechen kann. Also, bis dann. Tschüss!